wenn nicht vielleicht sogar das beliebteste der Schweizer. Ich weiss noch, dass wir als Kind sehr oft auf Sardinien gereist sind, zum Beispiel. Das ist die Insel, die zu Italien gehört. Das kann ich also sehr empfehlen. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich der wichtigste Einfluss, wo Italien auf die Schweiz hat, nämlich das Stückchen mehr Lebensfreude, wo aus dem Süden kommt. Ja, so viel zu den Ländern, die uns umgeben und wie sie das kleine Land Schweiz beeinflusst haben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie geht man mit so einer Vielfalt in der Schweiz um? Allein schon die Sprache, so viele verschiedene Sprachen in so einem kleinen Land. Ja, eins, was natürlich sehr wichtig ist, dass man in den Schulen die Sprachen der anderen Regionen lernt. In der Deutschschweiz zum Beispiel ist es obligatorisch, dass man Französisch lernt. So kann man also immerhin mit den Westschweizern schon ein bisschen besser kommunizieren. Und auch viele Leute in der ganzen Schweiz reden Italienisch. Ich persönlich bin es auch gerade am Lernen, bin leider in der Schulzeit nicht dazu gekommen, um das zu machen. Aber mir ist es jetzt wichtig, dass ich in der Schweiz nie muss auf Englisch mit jemandem reden. Ich finde das nämlich komisch, wenn wir alle aus dem gleichen Land kommen, aber nicht können miteinander auf einer Landessprache kommunizieren. Aber das Gute ist, dass meistens irgendjemand die Sprache vom anderen kann. Gerade im Tessin zum Beispiel ist es sehr üblich, dass die Leute auch Deutsch reden können. Das ist also selten ein Problem, zum Glück. Und auch in der Westschweiz lernen die Leute Deutsch. Man kann also kommunizieren. Aber ich finde die Vielfalt so etwas Schönes und das sollte man auch nutzen und schätzen. Und darum gebe ich mir Mühe, wenn ich in einem anderen Landesteil bin, um auch ihre Sprache zu reden. Und ich hoffe, dass ihr auch die Möglichkeit habt, um andere Schweizer Landesteile kennenzulernen und auch Nachbarländer. Und vielleicht sehen ihr noch andere Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede, die es zwischen der Schweiz und seinen Nachbarländern gibt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.